Freundinnen und Freunde draussen, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem wunderbar schönen Kanal. Letzte Woche ist kein Video gekommen, ich habe ein kurzes Päuschen gemacht, dafür komme ich jetzt mit der ultra kreativen Idee zurück, ein Video über 50 Fakten von mir zu machen. Ich weiss, es ist mega kreativ. Nein, die Nazi-Style hat mich für die Challenge nominiert und dann würde ich sagen, reden wir einfach nicht lange um einen heißen Brei herum und legen gerade los mit dem Fakt Nummer 1. Achtung, man glaubt es kaum. Mein ganzer Name ist Adrian, nicht Adi, Adrian. Ich weiss nicht, wie viele Leute fragen, wie ist der richtige Name? Versteht man nicht, wenn Adi steht, dass mein ganzer Name Adrian ist. Ich arbeite momentan beim Radio. Radio. Jo. Seit ich klein bei uns reden kann, ist mein Ziel, Moderator zu werden. Also Jungs, setzt euch Ziel im Leben. Und wenn ich das mal schaffe, ist mein grösstes Ziel, einmal ein Skirennen zu moderieren. Wenn es dann überhaupt noch Schnee hat. Ich komme nicht aus Basel, ich komme aus dem Baselland. Und das ist ein grosser Unterschied. Ich habe eine besondere Begabung, ich kann lustig pfeifen. Okay, der 7. Fakt, der ist wirklich ganz nice, weil ich poste die nicesten und hottesten Bilder auf Instagram. Da würde ich euch jetzt vorschlagen, gerade mal auf mein Instagram gehen und so ein Bild zu liken. Ich liebe Salat. Wenn die Soße vom Salat geil ist, dann gibt es wirklich nichts Geiles als Salat. Umgekehrt, wenn die Soße vom Salat scheiße ist, dann ist der ganze Salat scheiße. Skifahren ist etwas vom Nicesten. Seit ich laufen kann ich Skifahren. Ich als Baselbieter sage Spiessli anstatt Köpfler. Und das heisst Spiessli. Ich als Baselbieter sage Auti anstatt Auto. Und das heisst Auti. Okay, das ist kinda weird. Und zwar, wenn ich prominente Leute auf der Straße sehe, dann werde ich so aufgeregt. Und ich muss ehrlich zugeben, ich finde es auch nice, wenn ich prominente Leute sehe. Das muss ich an dieser Stelle einfach einmal zugeben. Zum Beispiel habe ich den Justin Bieber in Milano gesehen. Da ist ein kleines Video. Ich habe mir einmal den Arm gebrochen beim Fußballspielen und ich spüre es jetzt noch. Wenn ich etwas will, zum Beispiel einen neuen Fußball oder eine neue Linse für die Kamera, dann störe mich so lange, bis ich das bekomme. Ist schlimm für meine Eltern, aber wenn ich etwas will, dann will ich es einfach haben. In meiner Familie bin ich der grösste Klon gewesen. Wer hätte es gedacht? Ich durfte mal eine Woche beim 10 von 10 arbeiten, SRF 10 von 10 und einen Beitrag produzieren. Richtig nice Woche gewesen. In dieser Woche hat mir übrigens Doris Lloyd auch einen Korb gegeben. Merci vielmals. Ich bin ein sehr nachdenklicher Mensch. Ich tue irgendwie alles 2-3 Mal bedenken. Vielleicht manchmal sogar zu viel, aber ich bin einfach ein sehr nachdenklicher, hinterfraglicher Mensch. Ich bin momentan Single, bedeutet, slidet in die DMs auf Insta. Nicht nur ich bin Single, auch mein nächster und erster Song ist Single. Also, auch Single. Das war nice. Ich höre so ziemlich jeden Musikgeschmack. Von Elektro über Jazz, über Rock, über Hip-Hop bis zu Schlager. Trotzdem habe ich letztens auf Spotify am meisten Lohn Lödi gehört. Ich habe 48 Stunden, also 2 Tage in einem Jahr Lohn Lödi gehört. Dude, ich kann es nicht haben, wenn Leute am Tisch schmatzen. Es gibt nichts, was mich mehr aufregt. Dann kann ich mein Essen nicht mehr genießen, dann kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Wenn Leute schmatzen oder schnarcheln, muss los! Der Marc Galaxus war der erste YouTuber, den ich im Real Life getroffen habe. Ich war übel nervös. Ich bin scheucher, als manche Leute denken. Ich putze meine Zähne während dem Duschen und das kann ich wirklich allen nur empfehlen. Zähneputzen während dem Duschen ist übel effizient. Mittlerweile finde ich das Militär etwas vom Unnötigsten, was es auf der Erde gibt. Wenn ein Panzer so in einem Testgebiet in den Bergen einen Schuss abführt, kostet ein so Schuss 20'000 Stutz. Aber wenn der Kanton irgendetwas für 20'000 Stutz muss bauen, streitet sich der ganze Kanton wegen 20'000 Stutz. Aber nein, das Militär kann einfach Millionen ausgeben und keiner juckt's. Ich bin SpaceX-Fan. Ich habe die Töffli-Theorieprüfung erst im 2. Versuch bestanden. Ich habe in der Schule auch außerordentlich gute Begabung für Franzwörter. Ich habe ohne Scheiß am Oben vor der Prüfung 300-400 Franzwörter inklusive Sätze lernen. Ich habe sie zwar am Test gewusst, noch dann wieder vergessen, aber ich habe sie immerhin am Test gewusst. Also wirklich, ich kann nicht 2 Tage vorher lernen, aber am Oben vor dem Test habe ich ohne Scheiß die Franzwörter so gut lernen, dass ich es am nächsten Tag gewusst habe. Ich habe sie dann wieder vergessen. Aber für den Test habe ich es gewusst und das ist das Wichtige. In meinem Leben möchte ich mal auf Island, Dänemark, Schweden, Norwegen und auf Kanada reisen. Ich liebe den Winter. Ich liebe aber auch den Sommer. Es hat eine Zeit gegeben, das ist gerade vor YouTube gesehen, da bin ich richtig süchtig nach Counter-Strike Global Offensive. Das ist ein Computergame. Ich habe dort in, glaube 1,5 Jahre 1000 Stunden gespielt. 1000 Stunden
in 1,5 Jahren, das war richtig viel gewesen. Aber an sich war es auch eine nice Zeit gewesen. Ich weiss nicht ganz, ob man sich von mir denkt, aber ich bin in der Schule ein hure lieber und seriöser Schüler gewesen. Der Turnlehrer hat mich gerne gehabt, so der Franzlehrer hat mich gerne gehabt. Ich war so ein lieber Schüler gewesen. Und in der Schule habe ich Vorträge geliebt. Das hat nichts Nices als Vortrag. Das klingt jetzt so behindert, aber ich gebe alles, um meine Ziele zu erreichen. Also ich probiere es einmal. Gewisse Gegenstände, die für mich eine Bedeutung haben, kann ich hure schlecht wegschießen. Und dann sammeln sich immer so Scheissdecke in meinem Zimmer an, wo ich einfach nicht wegschießen will, weil der Gegenstand einfach eine Bedeutung hat für mich. Okay, das ist ganz nice, weil ich habe früher mal Poetry Slam gemacht. Dort habe ich sogar eine Schweizmeisterschaft mitgemacht. Da habe ich nicht gewonnen leider, aber ich habe mitgemacht. Wenn ihr mal einen Poetry Slam hören, wer weiß. Ich habe wirklich null Probleme mit früher aufstehen. Im Gegenteil, ich finde früher aufstehen, vor allem am Wochenende, eigentlich noch etwas relativ Nices. Okay, tut wieder etwas, was mich aufregt, und zwar, ich hasse Leute, die kein Ziel haben im Leben. Jungs, setzt euch ein Ziel und schafft zu dem Ziel an. Mein Handy ist letzten März in Lags von einem Pistenfahrzeug überfahren worden und ich habe es nicht mehr gefunden. Und zur Ehre von diesem Event habe ich jetzt auf mein neues Handy einen Lags-Sticker draufgeklebt. Ich tue eigentlich sehr gerne kochen, vor allem Sachen, die es noch nicht gibt, also irgendwelche komischen Sachen ausprobieren. Ob es dann gut rauskommt oder schlecht, ist eine andere Frage, aber ich tue sehr gerne kochen. Ich liebe Rucola. Rucola auf der Pizza, Rucola im Salat, Rucola-Salat. Rucola ist einfach nice. Ich habe schon immer Angst gehabt, näher an eine Boje oder an einen Anker von einem Schiff anzuschwimmen. Ich hasse die verrosteten Ketten, wenn die unter Wasser sind und ich mit dem Fuß so dran komme. Ich habe einfach immer hure Angst gehabt und habe immer noch Angst vor Bojen oder Anker. Ich liebe es, mir neue komische Skills beizubringen. Zum Beispiel habe ich mir beigebracht, wie man das Handy flippen kann, dass es immer in der Hand landet. Das ist nicht Zufall. Das landet immer so in der Hand. Oder, zum Beispiel haben wir auch Jonglieren beigebracht. Kann es anscheinend nicht. Oder das Kendama. Und jetzt bin ich gerade dran, ich weiss wirklich spät, also einen Rubik's Cube zu lösen. Ah, und ein Backflip natürlich, aber den mache ich jetzt hier nicht. Ich finde, Netflix ist so hart überbewertet. Netflix ist eine der überbewertesten Sachen im Leben. Und Serien auch und Filme auch. Ich schaue eigentlich relativ wenig Serien oder Filme. Ich finde, die Arbeit, die YouTuber in ihre Videos stecken, ist völlig unterbewertet. Viele Leute denken, dass YouTube so ein easy Job ist, ein bisschen ansitzen, ein bisschen filmen. Vor allem die Idee finden für die YouTube-Videos, das ist schwieriger. Das Machen an sich geht noch, ist zum Teil aufwendig, zum Teil weniger, aber immer Ideen finden für neue Videos ist eigentlich das Schwierigste. Beim Skifahren finde ich Slalom 100-mal spannender als Abfahrt. Kommen wir noch zum 50. und letzten Fakt. Und das ist, dass ich euch wieder ans Herz lege, einfach das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und natürlich die Glocke aktivieren, damit ihr all die Videos nicht verpasst. Immer die Uhr Plugs tut. Dann nominiere ich noch den One and Only Mr. Elia für die Challenge. Machen wir 50 Fakten über dich, weil ich weiß nicht über dich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Peace! Das ist übrigens der Freddy und Blümchen. Oder das Kendama.